beziehungsweise die Vorprediger, Pastor Linganga, Pastor Luvumbu, die waren hier vorne und sie sprachen schon über das Thema der Erneuerung, die Erneuerung des Geistes, die Erneuerung des Sinnes, die Erneuerung der Weisheit. Ich danke den Herrn, der mir dieses Jahr oder in diesem Jahr mir erlaubt hat, nochmal vor euch zu stehen oder vor euch stehen zu können. Mir mangelt es nicht an Danke zu den Herrn zu sagen. Ich danke den Herrn. Ich danke auch meine Leiter, bei unserem Leadpastor, Pastor Linganga, der mir diese Gelegenheit gibt, vor euch zu stehen, vor euch so wie das gesamte Komitee, Pastor Luvumbu und unser Diakon. Ich danke euch vielmals. Respekt. Amen. Amen. Dieses Mikrofon, wenn der Vater nicht möchte, dann werde ich es nicht anstehen. Für mich ist das eine Gunst. Ich bin nicht besser als ihr, aber es ist eine Gunst, die mir gegeben worden ist. Weil es mir nicht gegeben worden ist von Januar bis jetzt, saß ich so wie ihr. Es ist nicht, weil ich besser bin als ihr alle, sondern es ist die Gunst. Amen, amen. Amen. Ich danke auch dir, Bruder oder dir, Schwester, wie der Herr dich segnet. Ich kann nicht besser sein, wenn ich da bin. Ich kann auch nicht predigen, aber weil du hier bist. Dies ist der Grund, warum ich predige. Amen. Amen. Klatsch für den Herrn. Bien-aimé, unser Thema ist die Erneuerung. Alors, renouvellement, parce que die Erneuerung, unser Pastor hat versucht es schon zu erklären. Man kann viel über die Erneuerung sagen. Es ist eine Veränderung der Mentalität, eine Veränderung des Sinnes oder der Intelligenz, Veränderung des Geistes. Das ist auch eine Veränderung der Mentalität, die ich schon erwähnt habe. Das ist die Veränderung der Gedanken. Mein Liebster, wenn wir unsere Gedanken nicht erneuern, wenn wir unsere Mentalität nicht erneuern, für das ganze Jahr sollten wir vergessen, was der Herr für uns vorhat. Amen. Amen. Changement de mentalité. Mein Thema für heute Nachmittag ist die Veränderung der Mentalität. Wir lesen, beziehungsweise wir nehmen die Bibel, um zu lesen. Wir nehmen den Vers des Jahres sozusagen. In Römer Kapitel 12. Wir bitten unseren Bruder, uns zu helfen. Chapitre 2, nous lisons au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Aujourd'hui, c'est Genèse. Wir nehmen 1. Buch Mose. Genèse 12 et 1. 1. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1. Nous lisons Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Amen. Aussi sur Genèse 15. Wir nehmen nochmal 1. Buch Mose, Kapitel 15. Vom 1. Vers bis zum 6. Vers. Après ces événements, la parole de l'Éternel fit adresser à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit,
Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'avais sans enfant, et l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Et Aaron dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans la maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Amen. Amen. Bien-aimé, wie wir gelesen haben, in unserem Vers des Jahres in Römer Kapitel 12, Apostel Paulus spricht zu den Römern und sagt, ne vous conformez pas au siècle présent, dass wir nicht gleichförmig dieser Welt sein sollen, sondern wir sollen erneuert sein. Ne vous conformez pas au siècle présent, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, transformés par le renouvellement de l'intelligence, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, ce qui est bon, was der Wille Gottes ist, agréable, das Gute et parfait. Und wohlgefällige und vollkommene. Bien-aimé, verset Oyo, dieser Vers, Pasteur Luhumbu sprach darüber. Aber dort werde ich mich nicht festsetzen, weil Pastor Luhumbu sich schon darauf basiert hat. Aber dies ist ein Vers des Jahres für uns. Und lass mich nochmal darüber sprechen. Amen. Amen. Bien-aimé, Apostel Paulus spricht zu den Römern. Die Römer war, man kann jetzt sagen, irgendeine Gemeinde. Und er schreibt zu den Römern. Denn er sah, dass die Mentalität, die Römer hatten, bezüglich des Wandels im Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Bien-aimé, mein Geschwister im Herrn, Apostel Paulus schreibt oder schrieb, dass wir uns nicht gleichförmig sein, sondern wir sollen verwandelt sein in der Erneuerung des Sinnes. Diese Geschwister, bzw. die Römer, sie waren Christen oder Gläubige. Sie kannten den Herrn, sie waren bekehrt, sie haben Jesus empfangen als ihr Erlöser, aber ihr Wandel zu dem Herrn oder mit dem Herrn Christus war ein Fuß drinnen, ein Fuß draußen. Es war ein Fuß drinnen und ein Fuß draußen. Sie waren blind. Sie wandelten nach dem Fleisch. Sie wandelten mit dem Fleisch. Sie kommen in die Gemeinde, aber was sie außerhalb der Gemeinde tun, ist nicht gleichförmig des Wortes. Er wird abnehmen, aber an dem Abend wird er in die Welt wieder fallen. Man wird seine Opfer geben, aber was er draußen tut, ist nicht gleichförmig des Wortes. Apostel Paulus, das bedeutet, sie waren wie Heuchler. Dites Amen. Amen. Sie waren Heuchler. Sie hatten zwei Gesichter. Ein Heuchler ist wie ein Schauspieler. Ein Schauspieler. Ein Schauspieler vom Theater oder vom Film. Man sieht sich an wie ein Schauspieler in einer Rolle. Pardon? Also wie ja, er war ein Komödiant. Amen. Danga. Azali alati bilamba lokola mukutu.
Er hat sich angezogen wie so wie seine Brille, sein Hut, sein Sack oder Anzug. Und er wandelt oder geht und er spricht wie er. Und wenn du ihn nicht um die Augen und du hörst, dann denkst du, dass der Präsident Mobutu ist. Aber er ist es nicht. Er ist ein Schauspieler. Er spielt wie Mobutu. Aber er ist es sind so wie heutige Christen. Die sind Heuchler. Two-Face. Amen, amen. Apôtre Paul a commis bango. Ce n'est pas ainsi. Es heißt nicht wie Christus alors, also, transformation. was bedeutet die Verwandlung? Es ist eine Veränderung. Changement de mentalité. Die Veränderung der Alors, Mentalität. Die Christen, wenn sie ihre Mentalität so bleiben, bis Christus Jesus zurückkommt. Amen, amen. Transformation. Was ist eine Verwandlung? In Griechisch sagt man Metamorphose. Das bedeutet Changement ya libanda. Die äußerliche Veränderung. Wenn eine Person dich sieht, die Person muss eine Veränderung nicht gesagt haben, aber die heute mit den Heiden und Christen, die sind gleich. Eine Veränderung gibt es nicht. Was sogar hart ist, die Heiden sagen, wenn er in den Himmel geht, werde ich auch reingehen. Das ist ein Skandal. Er hat dich gerufen, um dich zu verändern. Er möchte, dass du dich änderst. Wenn du schon deinem Herrn, in Jesaja Kapitel 4, es gab 7 Frauen. Sie haben einen Mann festgehalten und sie sagten, wir werden unser Brot essen, aber gib uns einfach deinen Namen. Heute viele sie tragen nur den Namen Christus, aber sie sind keine Christen. Sie sind Nachahmer oder... Nein. Okay. Okay, eine Fledermaus. Fledermaus. Viele Christen sind Fledermäuse. In der Maus, aber außerhalb sind sie Position ist nicht gegeben. Heilig in die weil sie Christus in Jesus sagt. Wenn sein Name verwendet wird, ist es wegen solchen Menschen, so wandeln oder so weitermachen. Wir müssen uns ändern. Wir müssen verwandeln. Wir müssen erneuert sein. Sagen, dass wir Amen. Alors, la version à biso, wir dürfen nicht vergessen, changement, eine Veränderung Yanini, der Mentalität. Die Veränderung der Mentalität. Was ist die Mentalität? Lass mich die Definition kurz lesen. C'est l'ensemble des habitudes intellectuelles. Die Mentalität ist sozusagen die Eigenschaften einer Gewohnheit, des croyances, des Glaubens et des dispositions physiques und der physischen Position.
Folgt ihr mich? Vous allez ensemble des habitudes intellectuelles, Es ist es sind des Eigenschaften croyances des Glaubens et des dispositions physiques. und der physischen Position. Alors, mentalité, ngai moko nde namoneli yango. Wie ich es sehe, die C'est Mentalität, un état d'esprit. es ist ein geistlicher État d'esprit Zustand, d'un homme. ein geistlicher Zustand eines Il Menschen. tient captif, Etwas, was dich gefangen hat, was gefangen hält influence son esprit. und was den Geist beeinflusst. Influence son esprit. Den Geist beeinflusst. Influence même ses pensées. Den Gedanken beeinflussen. Amen. Amen. Mentalité. Die Mentalität Ezali. ist Makambo yo viva. das, was du erlebt hast. Oyebi, mentalité ko kozala collective. Die Mentalität kann als kollektives Mentalité gesehen ko kozala pe individuelle. oder auch als individuell gesehen werden. Mentalité ko kozala mentalité moko ya mboka. Die Mentalität kann vielleicht die Mentalität aus den Dörfern sein oder aus Et den ko kozala mentalité moko ya famille. oder der Familie Et ko kozala pe mentalité moko ya mutu ye moko. oder von einer Person selbst, die er selbst kreiert hat. Amen. Amen. Mentalité est ça influencée par pensée ya Die mutu. Mentalität beeinflusst die Gedanken der Menschen. Mentalité Die ezali Mentalität makambo yo viva ist das, was du erlebt hattest autour na in yo. deiner Umgebung. Surtout soki mwana botami. Und wenn das am meisten Makambo das Kind nyonso aza geworden komona mama na ye aza alles, was kosala. das Kind sieht, was die Eltern tun, Directement ezali koinfluence mentalité ya das mwana. beeinflusst die Gedanken oder die Mentalität des Kindes. Dites amen. Amen. Mentalité ekoki kozala Die Mentalität kann sein, orgueil moko boye. ein Stolz. Mwana moni yango kobotama na ye ba ya papa na ye. Ein Kind sieht es bei seinem Vater, Akoli komona papa na ye na mentalité wana. wächst, dass der Vater mit Mwana mpe dieser directement Mentalität ist alati und kasala das wana. Kind trägt dann diesen Mantel des Okomona Stolzes. mentalité wana epase directement epai ya mwana wana. Beim Kind ist. Poko moni yo mpe akomi orgueil. Sofort seht ihr, dass er auch mit voller Chez Stolz nous, und Trotz c'est la auftritt. mentalité. Es ist die Mentalität Influencé pe esprit na und ye. es hat seinen Geist beeinflusst. Influencé pe pensée na Es hat ye. seine Gedanken beeinflusst. Est-ce que c'est moto moko asusoli? Gibt es jemanden, der mich versteht? Mentalité moko kozala susu nini? Was kann die Mentalität noch sein? Eko kozala lokuta moko Es boye. kann eine Lüge sein Mwana na koli und das Kind ist na gewachsen. esika oyo lokute ezalaki kolobama. Kolobama ezalaki Und diese mentalité ya moto Lüge songolo. jedes Mal gesprochen Ya mama to ya papa na ye. ein Spruch oder ein Wort der Eltern war. Telema ya koli wana. Weil er damit aufgewachsen ist, oder weil das Kind damit aufgewachsen Influencé bomoi na ye. ist, hat es sein Leben Mwana beeinflusst. wana pe akoma koloba Das Kind lokuta. fängt an, auch in Lügen zu Moto alakisi sprechen. yango te eko pe mentalité na Es ye. ist seine Mentalität, seine Eigenschaft. Amen. Amen. Mentalité ekoki kozala makambo ebele. Die Mentalität kann vieles sein. Ekoki kozala pe kindumba. Es kann auch die Prostitution Mwana sein. akoli na esika mama na ye azali kosala prostitution. Das Kind ist aufgewachsen, wo es C'est facile mwana na pe asala prostitution. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dies das Kind auch macht. Est-ce que makambo nazoloba nazokosa? Lüge ich. Soki ezala solo loba amen. Wenn es der Wahrheit entspricht, sagt Amen. Ekonfluence bomoi ya moto Es wana. wird das Leben des Bien Kindes yo eza beeinflussen. ozoyokanga awa. Wie du mich gerade hörst, Eza na mentalité moko kati na yo. ist eine Mentalität, die in Oyo dir ist, ekoma pe pensée na yo. die auch dein Gedanke geworden Oyebi ist. mentalité ekomaka eloko moko evandi nango calme. Die Mentalität kann Mais ganz ruhig sitzen, pensée na yo aber der Gedanke etikali kokanisaka kaka makambo oyo omona. denkt an dies, was du erlebt oder gesehen hast. Na minute nyonso tu Und in pensée jeder wana ekoki Minute koinfluence kann ekosala dieser Gedanke dich oyo eza beeinflussen, kati na yo. um das zu tun, was in dir ist. Ososoli Versteht ihr mich? na ndako soki mama Im alingaka Hause. kolia wangila mingi Wenn die Mutter gern Wangila ata bana misusu balinga kolia yango te Auch wenn die Kinder okomona na essen. ndako bana nyonso Wirst bakoma du na sehen, dass mentalité wana. diese Kinder diese Gedanken, diese Mentalität haben. Na baluba Bei den na baluba bei den balinga kolia mingi Balubas fufu ya baseka.
Die essen gern eine Maßsorte von Grieß. Und man ist damit aufgewachsen. Egal wie lange man diese Eigenschaft oder diese Gewohnheit ist Gewohnheit geblieben und ist und die Mentalität. Denkt nur an diese Art von Grieß. Auch wenn man einen Nicht-Afrikaner heiraten sollte. Es ist die Mentalität. Wie wir sitzen, ist die Mentalität. Die Mentalität von Afrikanern. Dites Amen. Amen. Es ist eine Mentalität, die uns beeinflusst hat. Wenn man hier Pommes tut, man kann es essen, man nennt es als Dessert. Denn das, was du in Afrika gegessen hattest, weil du gern Grieß isst, wenn du zum Beispiel nicht Grieß isst, dann haben wir nicht gegessen. Oh, wir haben gehungert. Obwohl sie Reis gegessen haben. Klatsch für den Herrn. Amen, Amen, Amen. Das nennt man die Mentalität. In den Dörfern. Mentalität. Sie denken gleich. Jeder will diesen Gedanken haben. Du wirst sehen. Weil er es vermeiden möchte wegen seiner Mentalität. Reagiert auf. Wenn etwas Neues kommen sollte, werden seine Gedanken an das zurückdenken, dass wir so nicht tun. Mein Vater sagte, wir können so nicht heiraten. Unsere Familie sagte, wir essen so nicht. Und es ist so geblieben. Wir essen das nicht. Amen. Amen. Es gibt eine Familie. Lass uns lesen in Jeremia Kapitel 35. Jeremia Kapitel 35. Ab dem 5. Vers bis zum 9. Vers. Jeremia 35, Vers 5 bis 9. Jérémie 35, 9, 5 à 9. 5 à 9. 35. Jérémie 35, 5 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites de coupes pleines de vin et de calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab. Nous obéissons. Batu bazoloba batu. Bazo kondima ke bazakobei. Nani
l'instruction muta pesaka bango mutu akufa akenda même makambo yatika continuez bien. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne vivons pas devant pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vie, ni champ, ni terre ensemencée. Amen. Omoni, seht ihr, Mentalität, die Mentalität Ekonomi, Esprit, wird zum Geist und ein Gedanke der Menschen. Gehört wie die Geschwister. Jérémie, der Herr sagt zu Jeremia, dass zu den Rechabiten wir können dies nicht tun. Denn unser Vater oder unser Großvater hat uns einen Befehl erteilt, dass wir keinen Wein trinken dürfen. Und wir werden keine Häuser oder Zelte bauen. Wir werden nicht im Erdboden was pflanzen. Wir werden so bleiben. Das ist der Zustand des Geistes. Amen. Sie glauben an das Wort. Aber das, was der Herr gesagt hat, das tun wir nicht. Es ist ein Problem von uns Menschen. Dites Amen. Amen. Diese Menschen, wenn sie eine Frau heiraten, das bedeutet, sie ist verpflichtet, dieser Gewohnheit zu bedienen. Wenn du dich dort anpasst, du bist dort drin. Wenn du zum Beispiel du bist dort beeinflusst, denn laut ihren Sitten ist es so, so und so. Amen. Die Geschwister sagten, wir werden dies nicht tun. Es wurde zu einer Mentalität. Also, etwas muss ihre Mentalität ändern. Aber sie möchten das Wort. Was kann dann solche Menschen ändern? Amen, amen. Amen. Wir sehen Abraham. Der Herr sagt zu Abraham, gehe aus deinem Land hinaus. Lass deine Familie. Lass deine Geschwister. Gehe zu einem Ort, wo ich dich führen werde. Meine Geschwister. Adorateur wurde in einer Familie geboren, die Götzendienst betrieben. Wie ich schon gesagt hatte, er hat alles erlebt in seiner Umgebung, seitdem er geboren wurde, bis er gewachsen ist oder erwachsen geworden ist. Er hat seine Mentalität beeinflusst und es ist in seinem Geist und es ist sein Gedanke geworden. Es kann sein, dass es dein Fall ist. Du hast etwas gesehen in deiner Umgebung, wo du erlebt hast, in deiner Familie, eine Influenz, die dich beeinflusst hat. Etwas, was dein Leben beeinflusst hat. Ich bitte dich heute, die Veränderung oder die Verwandlung der Mentalität, die Verwandlung der Mentalität wird dazu führen, dass dies alle Bündnisse brechen kann. Amen. Amen. Abraham, damit der Herr seine Mentalität ändert, möchte er ihn nicht dort zurücklassen. Der Herr müsste ihn holen und ihn irgendwo bringen. Und dort fängt dann an, mit seiner Mentalität zu arbeiten. Also, lass deine Eltern
Lass deine Familie. Lass deinen Ort. Der Stadt, wo du geboren bist. Lass mich nicht wohin führen. Wenn daran nicht Ja gesagt wird. Diese Erneuerung von der wird keinen Effekt haben. Die Verwandlung der Mentalität werden wir gleich bleiben. Amen. Wir möchten eine Veränderung. Wir möchten die Erneuerung. Wir möchten eine Verwandlung. Womit wir anfangen müssen. Die Mentalität. Die Mentalität beeinflusst die Gemeinde. Beeinflusst Ehen, Familien, die Länder, Städte, Dörfer. Wir können nicht vorwärts gehen, wenn wir die Mentalität nicht ändern. Man muss die Mentalität ändern. Denn es ist in uns drin. Auch wenn sich die Regierung ändert, aber wenn die Mentalität das Jahr wird enden und wir werden es nicht erleben. Es ist einfach, dass wir unsere Umkleidung, unsere Garderobe, unsere Kleidungen zu wechseln. Das passt mir nicht mehr. Ich bin breiter geworden oder dünner geworden, je nachdem. Es ist einfach. Ich bin dick geworden. Das Kleidung ist mir zu groß. Dann kaufen wir uns einfach die Wohnung zu wechseln. Ich habe eine Wohnung bekommen. Ich weil die Eltern schon weg sind. Hast eine kleine Wohnung. Es ist einfach. Das Auto zu wechseln. Ein neues Auto. Es ist einfach. Du kannst die Mentalität zu ändern. Gibt es jemanden, der mich versteht und mir zuhört? Es ist nicht einfach, die Mentalität eines Menschen zu verändern. Denn die Mentalität eines Menschen ist wie ein Block. Es ist wie ein Haus, das schon gebaut ist. Alles sitzt schon drin. Auch wie ich jetzt gerade spreche. Es ist wie ein Gedanke. Oh nein, ich werde nicht zuhören. Höre nicht zu, verstoße dies. Denn die Mentalität kann sich nicht angleichen. Mit dem, was ich sage. Vielleicht